wunderschönen guten Abend. Hey, so schön, dass du mit eingeschaltet hast. So schön, dass du wieder hier, was sind wir, Tag 4? Tag 4. Mega schön, dass du dabei bist. Dave, richtig cool, dich dabei zu haben. Dave wird uns heute im Worship heute Abend anleiten, worauf ich mich mega freue. Und es ist mega schön, dass wir das zusammen heute machen dürfen, oder? Ja, ich freue mich auch dabei zu sein. Was eine geniale Woche, die bereits hinter uns liegt und noch 2 Tage heute und morgen, die vor uns liegen. Egal, ob du schon länger mit dabei bist, sprich von Tag 1 mit Leo und Susanne und den toxischen Angewohnheiten gefolgt hast, oder ob es heute das erste Mal ist, dass du zuschaust. Wir heißen dich ganz herzlich willkommen. So schön, dass du da bist. Richtig, richtig schön. Und wie ihr das schon von der Woche kennt, aber auch von Talk and Pray am Dienstag kennt, hey, der Chat soll einfach dafür da sein, dass wir miteinander, füreinander beten können. Ich finde es mega cool, wenn Leute Gebetsanliegen habt, dass ihr einfach sogar ein Gebet aufschreibt und rausschickt in den Chat. Ich finde es mega cool, wenn wir einfach anfangen würden, wirklich füreinander im Chat auch zu beten. Ansonsten werden wir ein paar Fragen auch reinstellen, wo ihr das einfach nutzen könnt, den Chat einfach nutzen könnt, um die Fragen zu beantworten und einfach Teil davon zu sein, hey, von dem Abend jetzt. Voll, wirklich. Ja. Der Sinn oder das Ziel unserer Gebetsabende ist natürlich, dass wir gemeinsam beten, dass wir gemeinsam auf Gott warten, gemeinsam vor ihn kommen und auch echt von ihm hören. Und ich freue mich so. Ich glaube, es wird richtig gut und es ist so schön, dass du da bist. Richtig, richtig schön. Sarah, bevor du uns vielleicht einfach für den Abend betest, gibt es irgendwie einen Tipp, du bist nämlich Queen of Atmosphere. Irgendwas, was du vielleicht Leuten tippst, die du Leuten mitgeben kannst in dem Sinne? Ich glaube, was mega, wenn du die Möglichkeit hast, wenn du gerade zu Hause bist, ich weiß nicht, von wo du zuschaust, aber ich möchte dich einfach einladen, hey, warum schaust du nicht, dass du vielleicht die Atmosphäre um dich herum ein bisschen schön gestaltest? Also mach doch vielleicht, dimm dein Licht zu Hause ein bisschen, mach's dir bequem, gemütlich, lehn dich zurück, setz dich hin und genau, schau einfach, dass du in eine Haltung kommst, wo du wirklich Gott begegnen kannst. Klar, wir sind auf dem Bildschirm vor dir, aber ich glaube, dass Gott wirklich persönlich heute Abend zu dir sprechen möchte, die Dinge zeigen möchte, offenbaren möchte und die Atmosphäre um uns herum macht natürlich auch so viel aus. Hey? Mega schön. Mega schön. Genau. Ja. Hey, gut. Mega schön. Hey, heute Abend geht es um das Thema Treue. Und wir haben die letzten Abende ja schon mega viele spannende Themen uns angeguckt. Wir haben gestartet mit toxischen Angewohnheiten. Ich hatte es gerade schon mal erwähnt. Da haben wir um Fasten geredet, mit Entschlackung. Gestern Abend ging es um Segen, was auch ein super spannendes Thema war, fand ich. Und heute geht es um das Thema Treue. Und ich finde, Treue ist so ein spannendes Thema in unserem Leben. Der Leitvers für diese Woche ist ja, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Voll. Und diese Freiheit, die wünschen wir uns natürlich alle in unserem Leben. Hey, wer wünscht sich das nicht? Und Treue kann auch mal auf den ersten Blick so klingen, hey, das klingt jetzt nicht mega nach Freiheit, weil ich binde mich ja an etwas. Ja. Aber ich glaube, dadurch entsteht eine ganz göttliche Freiheit und die schauen wir uns heute Abend an. Hey, und das ist auch genau direkt unser erster Punkt, oder? Dass wir wollen über das Thema Treue reden und zwar von dem Aspekt, wo Treue herkommt, oder? Voll. Wir wollen einfach darüber reden, dass Gott treu ist. Dass es geht nicht in erster Linie um uns, sondern es geht in erster Linie um Gott. Und da einfach dass es um Gottes Treue geht, oder? Ja, und ich glaube, wir dürfen alle auf so viele unterschiedliche Art und Weise Gottes Treue in unserem Leben erleben. Und ich liebe es, was Psalm 33, Vers 4 sagt. Und zwar sagt der Psalm, denn das Wort des Herrn ist zuverlässig, treu ist er in allem, was er tut. Und ich finde es so beeindruckend, Pat, du erzählst gleich ein bisschen aus unserem Leben, wie wir Gottes Treue erfahren haben, bevor wir beten. Aber wie du gerade schon gesagt hast, Gott ist treu, egal in welchen Umständen wir sind. Und gerade in der Season, in der wir uns befinden, nicht nur persönlich, vielleicht auch gerade du persönlich, sondern als globale Community, hey, mehr als je zuvor, glaube ich, ist Gottes Treue die Erinnerung, die unser Herzen einfach bewegen muss, wo wir wissen dürfen, er ist treu und er ist mit uns und er ist zuverlässig in dem, was er tut. Genau. Magst du ein bisschen erzählen, ganz kurz, wie wir Gottes Treue vielleicht so ein bisschen erlebt haben zum Anfang? Voll. Ich glaube, du musst mich unterbrechen, wenn ich zu viel rede. Aber ich werde das auch in den Chat einfach mal posten. Und zwar würde uns die Frage einfach mal interessieren, während ich von uns persönlich erzähle. Und zwar die Frage einfach, wo hast du Gottes Treue in deinem Leben erfahren dürfen? Ich poste die Frage einfach mal und ihr könnt gerne schreiben, während ich so ein bisschen erzähle. Hey, Sarah und ich wir sind jetzt seit knapp
knapp 8 Jahren verheiratet. Wir erwarten unser erstes Kind in ein paar Wochen und haben schon ziemlich viel erlebt. Aber ich möchte einfach kurz in eine Story bei uns reinnehmen. Wir haben die letzten 4,5 Jahre in Australien gelebt und wir sind wirklich nach Australien ausgewandert und haben viele, viele Stories in Australien, wo Gott sich mega, mega treu gezeigt hat. Ja. Aber die Story, die ich euch reinnehmen möchte, ist eine Story, die nicht einfach gewesen ist für uns. Und zwar, bevor wir in die Schweiz gezogen sind oder auch überhaupt wussten, dass wir in die Schweiz ziehen, war es so, dass wir eigentlich vorhatten, langfristig in Australien zu bleiben. Dann aber das Ganze mit Covid passiert ist und wir mehrere Visen-Battles gehabt haben, uns da einfach durchgekämpft haben. Und letztendlich zu dem Entschluss oder nicht vor die Entscheidung letztendlich irgendwo gestellt wurden, dass wir aus Australien raus müssen im Prinzip. Das war so das Ende der Geschichte im Prinzip. Und wir wussten nicht, was das nächste ist. Und das war für uns so in dem Moment, dass wir einfach in so einem Loch waren. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wir aus dem Flugzeug rausgeschmissen wurden, aber keinen Fallschirm hatten. So habe ich mich gefühlt. Es hat sich so angefühlt. Es hat sich so angefühlt, oder? So angefühlt. Und wir haben halt einfach gebetet, hey Gott, wir wollen, was wir immer in unserer Ehe gesagt haben, ist, wir wollen immer Gott nachfolgen und das tun, was er für uns hat, für ihm die Ehre geben und einfach sagen, hey, wir wollen ihm alles geben. Aber das war in dem Moment extrem schwierig zu vertrauen, dass Gott treu zu uns sein wird, dass er einen nächsten Schritt für uns haben wird, oder? Also in dem Moment war es wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Und durch Freunde von uns haben wir dann letztendlich auch von den Stellen im ICF, im ICF gehört und letztendlich ist es so gekommen, dass nur Gott das im Prinzip, es konnte nur er sein, dass es so gekommen ist, wie es letztendlich gekommen sind, dass wir zwar aus dem Flugzeug rausgeschmissen gefühlt wurden, ohne Fallschirm, aber doch irgendwo auf unseren Füßen gelandet sind und das halt nur, weil Gott sich treu gezeigt hat, obwohl es für uns mega, mega schwierig war, da auch zu vertrauen in dem Moment. Und ich finde es so interessant an Treue, weil oft erkennen wir Gottes Treue erst rückblickend in unserem Leben. Ja, oft erkennen wir das erst, wenn es vielleicht schon wir durch die Umstände durchgegangen sind und es schwierig ist. Aber ich glaube, dieses Vertrauen, immer wieder haben wir in diesem Prozess gesagt, in dem wir drin waren, der wirklich langwierig war, über fast ein Jahr hinweg. Genau, einfach gesagt, hey, wir wissen aber, dass Gottes Gedanken über uns gut sind und wir wissen, dass er treu ist und wir wissen, dass er sich nicht widerspricht und dass er vorangeht. Und ich möchte dich einfach einladen, Pat, vielleicht sagst du ein bisschen, was im Chat schon abgeht, was die Leute sagen. Mich würde es mega interessieren. Wir haben euch ja gerade gefragt, wo hast du Gottes Treue in deinem Leben erfahren dürfen? Wir würden das so gerne einfach jetzt mit dir anschauen. Schreib doch gerne in den Chat rein, wo Gott in deinem Leben treu ist und treu war vielleicht auch schon in der Vergangenheit. Und ich würde auch voll gerne einfach dafür jetzt gleich beten, weil der Psalm in 33, Vers 4, ich möchte noch mal nennen, einfach, denn das Wort des Herrn ist zuverlässig. Treu ist er in allem, was er tut. Und es gibt ein paar Leute im Chat, die sagen, dass 21 ein mega schönes, mega gutes Jahr war, eines der besten Jahr war, wo Gott seine Treue einfach gezeigt hat. Aber ich merke auch, dass im Chat einfach viele Gebetsanliegen irgendwo auch da sind. Und das finde ich mega gut. Danke euch, dass ihr da die Gebetsanliegen einfach auch mit reinnehmt oder reinschreibt. Deswegen lasst uns da einfach für diese Gebetsanliegen beten. Aber im ersten Schritt, was mir gerade einfach wichtig ist, dass wir eine Herzenshaltung nehmen, dass Gott treu ist in dem Ganzen, was vielleicht in deinem Leben, was in unserem Leben passiert, was auch politisch abgeht, dass Gott trotzdem treu ist und dass wir das wissen und dass wir darauf vertrauen, dass Gott wirklich treu ist. Dass das unser Ausgangspunkt ist. Das ist unser Ausgangspunkt. Das ist uns aus dem Herzen, hey, die Treue Gottes. Das ist die Basis, die Foundation und dann schauen wir uns das an. Hey. Genau, und dann gehen wir in den nächsten Schritt. Aber der erste Schritt ist wirklich, hey, dass Gott treu ist. Und lass uns das einfach als Dankesgebet, dort wo du jetzt gerade bist, schließ die Augen, knie dich nieder, steh auf oder bleib sitzen, wie es dir passt. Aber lass uns einfach vor Gott kommen und einfach Danke sagen, dass er die Basis ist und dass er einfach treu ist.
Jesus, ich möchte dir Danke sagen. Yes, Lord. Vater, ich möchte dir Danke sagen für deine Treue. Ich möchte dir Danke sagen, dass es nicht aus uns herauskommt, Jesus, sondern aus dir herauskommt, Vater. Dass du unsere Basis bist, von der alles ausgeht, Jesus. Und Vater, dass unsere Situationen, egal wie sie gerade sind, dass du trotzdem dieser rote Faden bist, der einfach da durchgeht und dass wir dir vertrauen können, dass du uns durchträgst, dass du treu bist, Vater, dass du zuverlässig bist, Jesus, und dass du der Fokus sein kannst, selbst wenn wir den Fokus verlieren, dass du ein Ankerpunkt sein kannst und willst in unserem Leben, auch wenn wir in einem Sturm sind und das Gefühl haben, dass wir nicht mehr wissen, wo der Boden ist. Jesus, weil du im Psalm 33, Vers 4 sagst, dass das Wort des Herrn, dein Wort, ist zuverlässig. Treu bist du in allem, was du tust, Jesus. Hey, lass uns in eine Zeit einfach in einen Song reingehen und einfach mit der Herzenshaltung da reingehen, dass wir einfach Gott Danke sagen. In meinem Chaos, in allen Fragen, schaue ich auf zu dir. Denn tief im Herzen will ich verstehen, wie du mich treu umgibst. Du lässt mich niemals los, sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du lässt mich niemals los, sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Denn du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Himmlischer Segen für meine Seele, komm, überflute mich. Von deiner Treue lass ich mich sagen, ja, ich vertraue auf dich. Du lässt mich niemals los, sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du lässt mich niemals los, sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Denn du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Du bist so gut, Gott, denn du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Du lässt mich niemals los, sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du lässt mich niemals los, sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du bist nah bei mir, du bleibst nah bei mir. Du bist nah bei mir, du bleibst nah bei mir, denn du bist so gut, du bist so gut zu mir, du bist so gut, gut zu mir, denn du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir.
Jesus, du bist so, so gut zu mir, Yes. zu uns. Jede Situation, die jetzt hier gerade reingeschrieben wurde während dem Song. Vater, du bist so, so gut zu uns, Jesus. Und ich möchte einfach einen Frieden, eine Perspektive und einfach deinen Segen in jede einzelne Situation reinbeten, Jesus. Danke, Vater. Hey, Gott ist treu und es ist so gut, das zu wissen. Aber vielleicht ist es gerade so in deinem Leben, dass du sagst, hey, Gott ist treu, aber ich bin untreu. Und ich bin richtig untreu. Vielleicht bist du in einer Beziehung untreu, vielleicht in deiner Ehe. Vielleicht geht es um andere Bereiche in deinem Leben, wo du Gottes Reich nicht widerspiegelst. Vielleicht hast du ein Problem mit Ehrlichkeit oder vielleicht hast du ein anderes Problem, wo einfach der Geist Gottes dich gerade überführt hat, auch bei dem Lied. Und ich möchte dir einfach Mut machen. Jetzt schauen wir uns im zweiten Schritt, wenn wir einfach vor Gott kommen und einfach ihn einfach um Vergebung bitten, bekennen, wo wir untreu gewesen sind. In Vorbereitung auf den Abend habe ich mich immer so an die Arche Noah-Story erinnert. Also es ist ja echt eine der bekanntesten Stories für Gottes Treue. Und ich musste immer so daran denken, hey, diese Flut, die gekommen ist mit der Arche Noah, ja, und dann der Regenbogen, das Zeichen für Gottes Treue und sein Bund mit uns und dann der Bund, der nochmal erneuert wird und bekräftigt wird durch Jesus, hey, das bewegt mich so tief, dass Gott echt so an so einem Treubündnis mit uns interessiert ist. Und er ist immer noch daran interessiert mit dir. Du bist nicht zu weit weg von ihm. Du bist immer noch in seinem Fokus drin. Vielleicht musst du das heute Abend ganz bewusst hören, dass Gott gibt dich nicht auf und Gott lässt dich nicht los, weil du untreu bist, weil er ist immer noch treu über dich in deinem Leben. Voll, weil nur weil wir untreu sind, heißt es nicht, dass Gott anders. Gott ist immer treu, Ja. auch wenn wir untreu sind. Ja. Oder? Also Gott, wir haben über die Basis geredet und die Basis ist da. Die Basis ist da. Und selbst wenn wir untreu sind, Gott ist da, die Voll. Basis ist da. Und Voll. von dieser Basis reden wir. Ja. Aber 1. Johannes 1, Vers 9 werde ich gleich immer vorlesen. Aber es geht wirklich schon darum, dass wir vor Gott kommen, dass wir unsere Sünden bekennen, dass wir unsere Untreue bekennen, oder? Voll. Und einfach wieder zurück zu Gott kommen. Dadurch, dass Gottes Treue, dass diese Basis da ist die Tür immer offen, dass wir zurück zu ihm kommen können. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, 1. Johannes 1, Vers 9, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. So gut, oder? Voll, voll. Ich glaube, dieser Bibelvers, der erwartet halt von uns eine gewisse Haltung im Herzen. Hey, der erwartet, dass wir diese Haltung haben, hey, Heiliger Geist, zeig mir, wo ich untreu gewesen bin. Es gibt so viele Dinge, die in unserem Leben passieren. Enttäuschung, Krankheit, Todesfälle, Schicksalsschläge, Versagen, Müdigkeit, Vernachlässigung, Untreue in Ehen, Untreue in Beziehungen. Dinge, die sich so langsam in unserem Leben einschleichen, die wir vielleicht mal so, wir lassen das mal kurz durchgehen und dann entwickeln sie sich so groß. Der Leo hatte am Sonntag von diesem Vogelnest geredet, wenn der Vogel auf den Kopf kackt. Ja, So, ja. ne? Mega gutes Bild, aber ja. Also wenn der Vogel auf den Kopf kackt, das ist noch okay, aber wenn der Vogel sich einnestet, so, ne, dann ist es schon Ja. absolut nicht okay. Und Ja. ich glaube, genauso ist es mit Untreue. Untreue schleicht sich so leicht in unserem Leben ein. Wir versuchen damit, sag ich mal, wegzukommen. So. Oder ja, ich mache das eh nur einmal. Weißt, ich schaue nur einmal einen Porno an oder ich schaue nur einmal einem anderen Typen oder einer anderen Frau hinterher oder ich schreibe dieser Person nur einmal oder ich fülle nur einmal die Steuererklärung falsch aus oder you name it. Also es gibt so viele Dinge, glaube ich, wo sich Untreue einschleicht. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich mit Untreue konfrontiert. Also Untreue, die uns gegenüber passiert, aber auch Untreue, die wir ausüben. Und wir möchten einfach diesen zweiten Punkt nutzen, um einen Moment für dich zu schaffen, wo du reflektieren kannst über deine Untreue in deinem Leben.
Weil Fakt ist, wir haben alle Untreue in unserem Leben. Keiner ist davon ausgenommen. Wir sind alle gefallene Geschöpfe, neu gemacht in Christus. Und wir müssen immer wieder vor ihn kommen und unsere Untreue bekennen. Hey, und deshalb haben wir auch diesen Bibelvers gewählt, Ja. der wirklich den Fokus auf Bekenntnis legt Ja. und sagt, Jesus, zeig uns wirklich, Ja. wo sind wir untreu geworden? Wo haben wir nur 20, 30, 40% gegeben, wo du eigentlich von uns 100% unser ganzes Herz erwartet hättest. Und die Zeit möchten wir jetzt nutzen und wir haben uns was Cooles überlegt, was wir voll gerne würden, dass ihr vielleicht macht. Und dafür möchten wir euch ein bisschen Zeit geben. Genau. Und zwar, was wir gerne machen möchten, ist, wir wollen einfach einen Moment kreieren gerade. Und deswegen, wenn du gerade einfach auch in deinem Raum vielleicht eine Atmosphäre einfach schaffen möchtest, wo du den Laptop oder den Computer vielleicht auf eine Seite stellen kannst, sodass du es schon siehst, aber auch, dass es gerade ums Hören gerade auch irgendwo geht. Dave wird uns gleich nochmal in eine Zeit des Worships reinnehmen. Es wird eine Zeit geben, wo er vielleicht einfach nur musikalisch was spielt, aber dann auch in den Song reingeht. Und ich werde es jetzt nochmal in den Post auch reinposten, in den Chat reinposten. Und zwar, was wir machen wollen, ist, nimm ein Blatt Papier und schreibe während dem Song die Aspekte in deinem Leben auf, in denen sich Untreue eingeschlichen hat. Gegenüber Gott oder gegenüber Mitmenschen. Einfach, dass wir eine Zeit haben, wo wir einfach vor Gott kommen und wir einfach ehrlich sein können mit Gott und das einfach aufschreiben können und das letztendlich dann vor ihn bringen können. Genau. Ich möchte gerne nochmal 1. Johannes 1, Vers 9 vorlesen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Jesus, ich möchte dich bitten für diese Zeit jetzt, Vater, egal wo wir gerade sind. Jesus, du siehst unser Herz, du kennst jeden Einzelnen, Vater. Und ich weiß, dass du nichts mehr möchtest, als einfach in Beziehung mit uns zu sein, einfach in Gemeinschaft mit uns zu sein. Jesus, und wir können, egal wo wir stehen, egal was passiert ist, Jesus, egal was wir Leuten angetan haben oder was uns angetan wurde, du bist treu und du möchtest, dass wir zu dir kommen. Aber Jesus, gleichzeitig möchte ich dir sagen, dass die Themen, die wir anpacken sollen, wie wir am ersten Abend schon über diese toxischen Bereiche in unserem Leben geredet haben, Jesus, ich möchte dich bitten, Jesus, dass du uns das einfach zeigst, dass wir das vor dich bringen können, Jesus, und das dir geben können, Jesus, und dass du dich darum kümmerst, Vater. All is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, if a song in itself is not what you have required.
You search much deeper within, and through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, 'cause it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. 'Cause not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Ich möchte dich einfach einladen, wenn du Verletzungen erfahren hast zum Thema Treue, Untreue, dass du diese vor Jesus legst. Wenn du erlebt hast, dass dir Untreue widerfahren ist, Ungerechtigkeit widerfahren ist, die du tief in deinem Herzen spürst, vielleicht auch Dinge, mit denen du noch nicht mit anderen Leuten drüber geredet hast. Jesus sieht diese und er schaut heute Abend ganz genau hin und er legt den Finger drauf und er möchte, dass du sie ihm übergibst. Schreib diese Dinge auf dieses Blatt Papier oder deine Notiz in deinem Handy. Gib sie ihm ab. Es ist nicht mehr, er will nicht mehr, dass du es länger mit dir rumträgst. Lass los, wenn es dir möglich ist. Starte den Prozess, es loszulassen. Dazu möchte ich dich heute Abend einladen. Gerade wenn es um das Thema Untreue in der Ehe geht, es ist so ein schwieriges Thema. Und ich möchte dich einfach einladen, den Prozess der Heilung zu starten, deine Bitterkeit loszulassen, deine Enttäuschung loszulassen und dies Gott hinzugeben. Oder wenn du Untreue auf andere Weise erfahren hast, dann möchte ich dich auch da einladen, es aufzuschreiben. Jesus sieht es. Es sieht es wirklich. Jesus, ich danke dir dafür, dass du treu bist. Und ich danke dir dafür, dass wir niemals tiefer fallen können als in deine Hände, Jesus. Ich danke dir dafür, dass, wenn wir unsere Sünden bekennen, dass du treu und gerecht bist. Und heute Abend siehst du diese ganzen Anliegen, die wir gesammelt haben. Du siehst unsere Blatt Papiere, unsere Notizen, unsere Gedanken, die Dinge, die wir vielleicht aufgeschrieben oder ausgesprochen haben, wo wir geredet haben, Jesus. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du diese nimmst und dass du sie reinwäschst durch dein Blut, durch das Blut Jesu. Und dass sie neu gemacht sind vor dir und dass du Beauty for Ashes machst, Jesus. Gott, wir kommen vor dich und wir bekennen, dass wir untreu gewesen sind. Wir haben den Bund zu dir gebrochen. Wir haben uns nicht an dein Herz, an deine Gebote gehalten. Wir haben deine Treue für uns nicht in Anspruch genommen. Wir haben Verletzungen erfahren dadurch und wir haben anderen Menschen Leid zugefügt. Und das wollen wir nicht länger schönreden, Jesus. Wir bekennen das vor dir. Und wir danken dir, dass du das nimmst, dass du Heilung ausgießt, ausschüttest und uns lehrst, was es heißt, nach deinem Herzschlag zu leben, Jesus, wenn wir uns auf dich ausrichten. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der mutig ist, diese Bereiche Untreue in seinem Leben anzuschauen. Und ich bete, Jesus, für jeden Einzelnen gerade jetzt, dass er spürt, wie der von deinem Heiligen Geist erfasst wird, erfüllt wird, Jesus, wo du den Finger drauf legst
und dass dort Heilung passieren kann, dass du ihnen zeigst, wie Treue gelebt wird, wie deine Treue aussieht. Nicht unser Verständnis von Treue, sondern deine Treue, Jesus. Und dafür möchte ich jetzt beten. Danke dir. Amen. 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 So, so gut. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit Gott in dem Moment. Ich hoffe, dass ihr einfach wirklich in diesen Moment reingehen konntet und mit Gott gemeinsam einfach schauen konntet, was in eurem Leben gerade ansteht. Sarah, was ist der Schritt danach? Ja, der Schritt danach ist natürlich, hey, wir haben uns angeguckt, Gott ist treu, wir haben unsere Untreue bekannt und jetzt dürfen wir einen neuen Bund mit Gott schließen. Hey, wie diese Taube, die diesen Olivenzweig hatte bei der Arche Noah, wie der Regenbogen, das Zeichen, dass Gott wirklich einen neuen Bund mit uns schaffen möchte oder den Bund erneuern möchte, gerade viel mehr. Und dazu möchten wir dich jetzt einladen. Wir dürfen ja immer wieder vor Gott kommen. Hey, wenn du das heute Abend zum ersten Mal vielleicht machst, ich möchte dich einladen, es eine regelmäßige Routine in deinem Leben zu machen. Hey, warum setzt du dich nicht vielleicht einmal im Monat hin und schaust dir an, hey Gott, welche Bereiche in meinem Leben muss ich ja in Angriff nehmen? Oder vielleicht nimmst du dir mit deinem Ehepartner, mit deiner Familie Zeit, hey, wo können wir als Familie besser vor Gott kommen oder wo können wir ihm ähnlicher werden oder wo sind wir ihm noch nicht ähnlich genug? Und einfach diesen Bund gemeinsam erneuern. Und das liebe ich auch, ne? Diese Symbolik von dem Regenbogen auf der anderen Seite, aber dann natürlich auch die Symbolik vom Abendmahl ist ja auch eine mega, mega schöne Sache, weißt, wo wir einfach das Blut und den Leib Christi für uns in Anspruch nehmen. Das ist auch eine super Sache, wenn du einen Bund erneuern möchtest, dass du das nochmal mit dem Abendmahl bekräftigst und bekennst. Dazu möchte ich dich auch einladen, das kannst du machen. Aber jetzt wollen wir uns das so ein bisschen hier gemeinsam anschauen, den Bund zu Gott erneuern. Und da gibt es ein paar Action-Steps, die wir euch gleich auch noch sagen, hey. Und ja, magst du die Bibelverse mit uns teilen, die wir dafür Mach gerne, das ist super. Ich finde den Bibelvers nämlich so cool, der passt so mega zu dem, was du gerade gesagt hast. In 2. Timotheus 2, Vers 13 steht, sind wir untreu, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Come on, right? Also wie Hammer ist es, dass Gott, wir haben über diese Basis geredet, dass Gott diese Basis ist, oder? Und dass selbst, wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu. Mega. Ja, mega. So gut. Wir haben noch mal ein paar Fragen für euch in den Chat. Und das sind jetzt einige persönliche Fragen, die wir euch stellen. Und das möchte ich nochmal sagen, es ist wirklich dir überlassen, ob du auf diese im Chat antwortest oder nicht. Aber ich glaube, so als Gedankenanregung möchten wir einfach nochmal fragen, in welchem Bereich möchtest du den Bund zu Gott in deinem Leben erneuern? Und da geht es wirklich um große Bereiche, wie zum Beispiel, sagen wir, Beziehungen oder Finanzen. Es geht um Gesundheit vielleicht auch. Schreib doch gerne rein, in welchem Bereich du diesen Bund mit Gott erneuern möchtest. Und in dem hatte ich gerade einfach das Gefühl, dass wenn jetzt gerade jemand da ist, der vielleicht noch nicht die Entscheidung getroffen hat, mit Jesus zusammen zu gehen, möchte ich dich einfach ermutigen, diesen ersten Schritt auf Jesus einfach zuzugehen, weil er wartet auf dich. Und wenn du einfach in diese Beziehung mit ihm reingehen möchtest, dann lad ihn einfach ein und sag ihm, hier bin ich. Ich möchte mit dir zusammen einfach den Weg gehen. Und ich glaube, dass wenn wir, und ich weiß, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, einfach sagen, Jesus, ich schaff's nicht ohne dich, ich kann's nicht ohne dich, ich will's nicht ohne dich, sondern ich brauche dich. Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin, ich weiß, dass ich untreu gewesen bin, aber ich möchte dir mein Leben übergeben, dann red einfach mit ihm. Und ich weiß, dass Jesus dich genau dort treffen wird, wo du gerade stehst. Wenn du dich noch nicht hast taufen lassen, vielleicht ist das der nächste Schritt, oder? Dass du einfach ein öffentliches Bekenntnis machst, wo du einfach dich taufen lässt und einfach sagst, ich gehöre zu Jesus dazu. Oder vielleicht ist es einfach nur ein Gebet, wo du einfach nochmal das weiße Blatt Papier nimmst und das Thema, was du aufgeschrieben hast, dass du das einfach vor Jesus bringst. Ich glaube, dass es so viele verschiedene Bereiche gibt, oder, die wir einfach vor ihn bringen können. Und ich glaube auch, dass mit Beziehungen, oder, dass wir Beziehungen einfach in gewisser Weise vor Gott nochmal bringen können, auch miteinander da einfach vor Gott kommen können und diesen Bund einfach nochmal neu schließen können. Ich finde so eine Kraft da drin. So eine Kraft da drin, ja.
Ja, oder gerade wenn wenn du oder in eurer Ehe Untreue erlebt hast, dass ihr vielleicht diesen Bund nochmal erneuert und das nochmal aufeinander zugeht. Das finde ich ist auch eine super schöne Sache. Natürlich auch gerade die Sachen, die Pat schon gesagt hat. Ich finde es so schön, dass wenn wir uns Gottes Kraft vor Augen halten, und in Hiob 36, Vers 22 steht, halte dir Gottes große Kraft vor Augen. Er ist der beste Lehrer, den es gibt. Und den Vers, der hat mich so berührt, weil ich glaube, gerade wir dürfen wir wirklich von Gott lernen. Und diesen Bund neu mit ihm zu schließen oder immer wieder zu erneuern und zu sagen, ja, ich bin noch dabei, ich bin immer noch mit dir unterwegs. Ich habe zwar Mist gebaut, ich bin untreu geworden, aber ich darf trotzdem immer noch vor dir lernen. Du bist mein Lehrer, du bist mein Herr. Und ich halte mir deine Kraft vor Augen. Ich glaube, das ist so cool. Herr Pat, magst du ein bisschen sagen, was im Chat abgeht? Wir würden so gerne hören, was ihr reinschreibt. Ja, voll. Hey, es gibt einiges, was Leute reinschreiben, sagen einfach, dass sie Durchbruch in Gesundheit brauchen, in Beziehungen brauchen. Ja. Viel auch, wo Dinge einfach bei uns im Kopf irgendwo durchgehen oder passieren, wo einfach Gedanken da sind, die vielleicht nicht unbedingt die besten sind. Ja, wow. Ich glaube, dass es da einfach viele so Bereiche gibt, Menschen, die einfach auch Schwieriges erlebt haben. Ich habe eine Story gerade gelesen, wo eine Mutter gestorben ist, wo sie 5 war. Und das natürlich, also ich kann es gar nicht nachvollziehen, wie heavy das sein muss. Also mega viel Danke euch, dass ihr da einfach so offen seid und da einfach mit uns das mit uns teilt. Das mega schön ist. Ja, gut. Warum nehmen wir nicht ein paar Minuten Zeit, um für diese Anliegen zu beten, bevor wir nochmal bewusst für die Erneuerung des Bundes beten? Ich glaube, das wäre richtig cool, gerade weil es so viele Dinge sind, die auch offensichtlich euch bewegen. Und darauf möchten wir so gerne eingehen. Hey? Ja, voll. Soll ich anfangen, dafür zu bitten? Gerne, ja. Gut. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für jedes einzelne Gebetsanliegen, das gerade den Chat füllt. Es sind nicht nur leere Worte, die getippt sind, es sind bewegende Geschichten, die dahinter stecken, echte Menschen, Gefühle, Emotionen, Jesus. Und wir wollen es nicht leicht nehmen, dass Menschen ihr Herz vor dir ausschütten, Jesus. Und ich möchte einfach dir zusprechen, dass Gott dich hört, dass er dich sieht und dass er so an deinem Leben interessiert ist. Die Verletzung, die du erlebt hast, er weint mit dir darüber und er möchte dir Heilung schenken. Und Jesus, ich bitte jetzt für Gesundheit, für Menschen, die Gesundheit brauchen. Ob das physisch ist, ob das mental ist, es deine Gedanken sind, die Reinigung brauchen, die Erneuerung brauchen, die Heilung brauchen, ob es dein Körper ist, der Heilung braucht, wo Krankheit fliehen muss im Namen von Jesus. Wo du merkst, du bist zerbrechlich, emotional vielleicht auch und merkst, dass du echt neue Kraft brauchst. Ich spreche dir diese Kraft in Jesu Namen zu, für deinen Körper und für deinen Geist und für deine Seele. Und ich möchte beten für Menschen, die schwieriges Trauma erlebt haben, Jesus. Trauma, das sie begleitet ein Leben lang schon. Und Jesus, wir beten einfach für diese Menschen. Wir beten, dass du sie frei machst, dass du ihnen Freiheit schenkst, dass du Ketten brichst, Jesus, dass du Menschen um sie herum stellst, die sie helfen, wo sie Hilfe annehmen können und wo dieses Trauma gebrochen werden darf im Namen von Jesus. Wir beten für Versorgung, Jesus, für die Wünsche und die Träume, ob das finanziell ist, ob das emotionale Wünsche sind, vielleicht auch Wünsche für Familie und Träume da, Jesus. Du siehst diese und du erlaubst uns, dass wir mit dir groß träumen dürfen. Und Jesus, wir beten da wirklich für Versorgung, für das, was wir brauchen, Jesus. Durchbruch im Namen von Jesus. Ja, und ich möchte auch einfach für Beziehung beten nochmal, Jesus. Beziehung zueinander, miteinander, Ehen ganz besonders. Beziehung zu Eltern. Vielleicht hast du erlebt, wie ungesunde Beziehungen in deinem Umfeld entstanden sind und das hat dich und dein Leben beeinflusst. Ich möchte dort auch einfach für Heilung beten, für Wiederherstellung beten. Jesus, wo Menschen sich annähern, aufeinander zugehen und diese Annäherung stattfinden darf. Dafür beten wir ganz, ganz bewusst, dass du Beziehungen erneuerst, dass du frischen Wind schenkst, Jesus, dass du Leidenschaft schenkst, dass du gute, gesunde Sexualität schenkst, Jesus, dass du einfach das Herz füreinander schenkst, dass du auch Wiederherstellung schenkst zur Beziehung zu Eltern, wo da
Zerbrochenheit entstanden ist, dass Vergebung entstehen darf und dass du vergeben darfst in Jesu Namen. Ja. Ja, Jesus, wenn ich einfach den Chat so durchlese, sind einfach viele Beziehungen, die einfach Erneuerung brauchen. Ja. Jesus, wo Untreue passiert ist, wo Untreue Menschen zugefügt wurde, ob das ein Ehepartner war oder Eltern waren oder vielleicht Geschwister oder Freunde. Jesus, ich möchte dich einfach für Beziehungen jetzt gerade bitten, Jesus, dass du Durchbruch schenkst, Jesus, dass du reinkommst in diese Beziehung, Vater, und tust, was nur du tun kannst, Jesus, weil du bist treu, weil du bist gut, Vater. Und Jesus, ich möchte dir das einfach geben, Jesus. Nimm das und sei du derjenige, der uns da einfach durchleitet. Jesus, ich möchte dich für Gesundheit bitten, Jesus. Für die jetzt im Moment damit kämpfen, mit Krankheiten kämpfen, Jesus. Ob es Covid ist oder ob es was anderes ist, Jesus, ob es was Psychisches ist und einfach so viele Dinge, die im Chat reingeschrieben wurden, Jesus. Und ich möchte da einfach deinen Frieden, deine heilende Hand reinbeten, Jesus, dass du kommst, Vater, und du nur das tust, was nur du tun kannst, Jesus. Jesus, ich möchte dich für Jobs bitten. Jesus, es waren einige, die auch reingeschrieben haben, dass sie Durchbrüche in Jobs brauchen. Und ich möchte dich auch da bitten, Jesus, dass du kommst und nur das tust, was nur du tun kannst, Jesus. Danke dir. Ja, und ganz bewusst, Jesus, wollen wir den Bund zu dir erneuern. Wir wissen, dass nur einer gut und treu ist, und das bist du. Und wir wissen, dass unsere Untreue deine Treue nicht aufhebt. Die Anliegen, die wir vor dich gebracht haben diese Woche, die Dinge, die wir gelernt haben. Gott, ganz bewusst wollen wir nochmal Ja sagen zu dir, zu dem Herzschlag von dir, zu den Geboten von dir, zu der Verheißung von dir, zu den Versprechen von dir, zu den Durchbrüchen von dir, Jesus. Wir glauben nicht diese Welt, sondern wir wollen dir glauben. Wir wollen zu dem höheren Standard leben, nicht zu dem Standard dieser Welt, sondern wir wollen verändert leben durch dich, Jesus. Und Heiliger Geist, lade dich einfach ein, diesen Bund mit uns zu erneuern, dass du uns wirklich nochmal reinwäscht, wie Schnee, so schön weiß wie Schnee, dass du uns nochmal dieses Wasser des Lebens über uns fließen lässt, Jesus. Diese Symbolik des Heiligen Geistes, die Frische, nach der wir uns sehen, dass die Bereiche in deinem Leben, die vielleicht sich ausgetrocknet anfühlen, dass da durch diese Erneuerung des Bundes einfach das Leben entsteht. Dafür beten wir ganz bewusst. Und ich möchte dich einladen, jetzt gerade nochmal dein eigenes Gebet zu formulieren. Wir können so gerne für dich beten, das haben wir jetzt auch gemacht. Aber ich lade dich ein, hey, vielleicht gehst du wirklich auf die Knie und sagst, Gott, erneuere diesen Bund mit mir. Wir gehen jetzt nochmal in einen Worship-Song und ich lade dich einfach ein, vor Gott zu kommen, zu bekennen und dich erneuern zu lassen von der Kraft des Heiligen Geistes. Hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Mit offenen Händen stehe ich hier. Ich lasse los, du hilfst in meiner Not. Und schau auf dich allein, mein Gott. In dir stehe ich auf festem Grunde, mein Anker und mein Zufluchtsort. Und ganz egal, was uns geschieht, mit dir will ich nach vorne gehen. Deine Liebe bleibt bestehen. Deine Liebe bleibt bestehen. Deine Liebe bleibt bestehen. In dir steh ich auf festem Grund, mein Anker und mein Zufluchtsort. Und ganz egal, was auch geschieht, mit dir
deine Liebe bleibt bestehen. Denn du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, mein Gott. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, mein Gott. In dir steh ich auf festem Grund, mein Anker und mein Zufluchtsort. Und ganz egal, was auch geschieht, mit dir will ich nach vorne gehen. Denn deine Liebe bleibt bestehen. Hey, so gut. Gott ist gut, Gott ist treu. Und weil er so gut ist, wollen wir diese Nachricht auch weitergeben an Leute, weitergeben an Menschen, die in unserem Umfeld sind. Wir im ICF, wir nennen das VIPs, das sind Very Important Persons in unserem Leben. Einfach Menschen, die Gott uns zur Seite gestellt hat. Und was wir jetzt zum Abschluss einfach machen wollen, ist, wir werden einfach nochmal in eine Zeit des Gebets einfach gehen, um genau für die Leute zu beten, die in unserem Leben sind und die wir vielleicht einladen können zu Ostern, oder? Voll. Ostern steht vor der Tür. Vielleicht können wir sie zu Ostern einladen, dass Menschen einfach von der Liebe einfach hören, von dieser Treue hören, von diesem Gott hören, wer er ist und wie er ist und dass er uns liebt, oder? Voll. Was Ja, ist gut. Sorry. Was ich mega cool fände, Dave, wenn wir nochmal einfach in einen Song reingehen könnten und jeder von uns, während Dave uns im Worship einfach leitet, wir einfach für diese Person beten. Vielleicht hilft es dir, diese Person aufzuschreiben oder die 15 Personen aufzuschreiben, die VIPs. 15. Microchurches. Ich lieb's. Sehr gut. Einfach aufzuschreiben und lass uns einfach für diese Personen beten. Ist gut, Dave? Wir können da nochmal reingehen. Jesus, ich möchte dir bitten, dass du diese Zeit jetzt einfach nutzt, um Namen auf unser Herz zu bringen, Jesus. Dass Menschen in unsere Gedanken kommen, Jesus, die wir einladen können, die wir mit reinnehmen können, Vater. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass wir jetzt diese Zeit nutzen, um wirklich einfach für diese Menschen auch bei Namen zu beten und dass du einfach Gelegenheiten schaffst, wo wir sie einladen können. Ob es zum Sonntaggottesdienst ist, ob es zur Microchurch ist, zur Small Group ist oder für einen Ostergottesdienst. Wir glauben fest, wir glauben fest, wir glauben fest, unser Vater ist Liebe. Wir glauben fest, wir glauben fest, wir glauben fest, unser Vater ist Liebe. Wir glauben fest, wir glauben fest, wir glauben fest, unser Vater ist Liebe. Wir glauben fest, wir glauben fest, wir glauben fest, unser Vater ist Liebe. Wir wollen mehr von dir
Lass deine Herrlichkeit regnen. Wir wollen mehr von dir sehen, mehr von dir, mehr von dir. Wir wollen mehr von dir sehen. Lass deine Herrlichkeit regnen. Wir wollen mehr von dir sehen, mehr von dir, mehr von dir. Danke, Jesus. Wir wollen mehr von dir, Vater. Wir wollen mehr von dir. Danke, Jesus, dass du ein guter, ein treuer Gott bist, Vater, der sich um uns, um jeden Einzelnen von uns kümmert, der sich für uns interessiert, Jesus, der sich für unsere Mitmenschen interessiert, für unseren Ehepartner, für unsere Freunde, für unsere Familie, Jesus. Und Vater, die Personen, die jetzt gerade aufgeschrieben wurden, Jesus, ich möchte dich wirklich für Momente bitten, wo Gespräche aufkommen, wo sie eingeladen werden können, Jesus, um deine Liebe kennenzulernen, Jesus. Vielen, vielen Dank, wir lieben dich, Jesus. Amen. Amen. Hey Pat, Amen. wen lädst du jetzt ein für Ostern? Hey, das ist eine voll gute Frage. Wir haben bei uns ein Ehepaar im Haus. Ah, witzig. Ein Ehepaar, hast du auch an die gedacht? Ja, genau. Ein Ehepaar. Super. Wir haben mega gute Gespräche mit denen und die haben jetzt auch gerade vor 7 Monaten ein Kind bekommen und wir haben mega gute Gespräche mit denen und ich glaube, das wäre dran, die einfach einzuladen. Super. Ja. Das ist doch super. Haben Mega, wir haben wir beide beide den den gleichen gleichen. Wir können verheiratet sein. Hey, Sehr cool. so schön, dass du heute Abend dabei warst. Ich habe gedacht, ich bin jetzt mal ein bisschen naughty. Ich gebe euch einen kleinen Sneak Peek. Oh. Und zwar hast du ja gerade über Ostern geredet. Ja. Und dass wir Ostern Menschen in die Kirche einladen wollen. Hey? Und ich habe mir gedacht, warum teile ich nicht mit euch ein paar coole Sachen, die wir zu Ostern machen, wo ihr Leute zu einladen könnt. Come on. Also, das ist jetzt nur für euch. Exclusive. Kein anderer. Hoffentlich komme ich nicht in Trouble, hey? Ich hab schon Okay, ist okay. Genau, und so haben wir ja Ostern, unsere Osterseason ist so wunderschön. Es gibt so viel Herzschlag geht so in unsere Osterseason, gerade auch damit Menschen wie diese VIPs eben Jesus erleben können, Kirche neu erleben können. Und es ist natürlich so cool, dass wir in der Schweiz momentan die Möglichkeiten haben, das zu machen, weil die Corona-Regeln so gut sind. Und genau, Ostern findet so viel statt. Also wir fangen mit Hashtag Jesus an, mit der Gebetswoche. Dann geht es natürlich weiter mit kleinen Sneak Peeks, Talks, interessanten Themen, die wir besprechen. Da möchte ich dich auch nochmal zu einladen. Diese Talks laufen auf YouTube, du kannst dir die anschauen. Schau doch einfach mal bei unserem Social Media vorbei. Wir posten da immer rein und du kannst es echt gut anschauen und verpasst somit auch nichts. Aber zu Ostern. Die Osterwoche. Schau mal. Wir haben natürlich das super coole Ostermusical, das dieses Jahr wieder stattfindet. Und die Promo dafür startet dieses Wochenende. Oh. Also exklusiv, sage ich dir jetzt schon mal, es geht dieses Wochenende los. Das Musical heißt C'est la vie. Das ist Französisch. Und es geht echt um eine ganz, ganz tolle biblische Geschichte, neu interpretiert. Mit einem ganz grandiosen Team. Natürlich In-House-Production. Also ich glaube, es wird echt so super. Und dann gibt es auch eine wunderbare Oster-Website und die sage ich euch jetzt schon, obwohl die erst am Wochenende live geht. Das müsst ihr euch noch etwas gedulden. Unter icf.ch/Ostern könnt ihr schon mal ranschauen, unsere Small Group-Angebote, die ganzen Kurse, die wir anbieten, was wir online machen und natürlich auch die Angebote für die Online-Community, wie ich gerade schon sagte, aber auch für vor Ort in Zürich. Was gibt es Schöneres, als Ostern in die Schweiz zu kommen? Come on. Also wirklich, oder Dave? Es gibt nichts Schöneres als die Schweiz in Ostern, ey. Super. Ich lieb's. Genau, von daher, hier ist mein kleiner Sneak Peek für euch. Richtig gut, das war nur für euch. Come on, ich lieb's. Hey, so schön, dass ihr eingeschaltet habt, so schön, dass ihr dabei wart. Ich hab's geliebt. Danke, Dave, für deine Zeit. Danke, Dave, du bist so ein Segen für uns. Mega, mega schön. Richtig gut. Hey, wir würden es lieben, dich kennenzulernen, wenn du noch nicht Teil von einer Microchurch Small Group oder vor Ort noch nicht Teil bist. Melde dich einfach bei uns, icf.ch/connect. Wir würden es lieben, dich kennenzulernen.
dass du Teil von der Microchurch, Teil von der Small Group bist. Wir hatten auch einige Microchurches hier auch im Chat mit drin, die live dabei waren, was richtig, richtig cool ist. Wenn du weitere Gebetsanliegen hast, es hört nicht auf mit der Gebetswoche. Ja. Beten kann man auch außerhalb von der Gebetswoche. Yes. Und jetzt habe ich mich verhaspelt. Die Website dafür ist icf.ch/Gebet. Da kannst du deine Gebetsanliegen teilen und wir haben einfach ein Team, das für diese Anliegen betet. Wir haben aber auch eine offene Prayer Wall, wo einfach die Gebetsanliegen rausgehen, die man offen teilen möchte. Und da kannst du einfach draufgehen und auch für die Anliegen beten. Es ist mega, mega gut, dass man da draufgehen kann und einfach für andere Leute dann einstehen kann. Was richtig gut ist. Super. Mega. Ich würde noch einmal gerne zum Abschluss beten, einfach Super. nochmal versiegeln, die Entscheidung, die du heute Abend getroffen hast, die du tackeln möchtest, Gott nochmal in den Fokus zu setzen, einen neuen Bund mit ihm zu schließen, zu erneuern und die Treue Gottes für dein Leben in Anspruch zu nehmen. Jesus, ich möchte jede einzelne Person segnen, die diesen Livestream schaut, die diesen Livestream vielleicht gerade live geschaut hat oder in Zukunft auch nochmal anschaut, Jesus. Wir segnen sie wirklich mit Durchhaltevermögen, mit Einsicht, mit Weisheit, Jesus, Treue zu leben, den Bund mit dir neu zu schließen, zu erneuern. Wir möchten sie segnen, dass das, was sie in ihre Hand nehmen und ihre Hände nehmen, dass es gelingt und dass es auf guten Boden kommt, dass es gute Frucht trägt. Jesus, wir segnen sie mit Gesundheit, wir segnen sie mit finanzieller Versorgung, wir segnen sie mit Versorgung, Jesus, mit guten Beziehungen und wir segnen sie auch mit Menschen um sie herum, die sie herausfordern, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Denn wir sind so viel besser gemeinsam als allein, Jesus. Und das segnen wir. Ich möchte dich segnen für diese Woche, dass du Gottes Frieden und seine Liebe ganz neu spüren darfst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Habt einen schönen Abend. Kommt gut nach Hause. Kommt gut nach Hause. Kommt gut nach Hause. So schön, dass ihr dabei wart. So schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Ciao.